Tja, Freunde, düstere Aussichten, wa? Ich meine, der Helicarrier bzw. die Chimera fliegt zwar noch, aber man sieht schon, alles ziemlich im Arsch und Kamala Khan auf sich alleine gestellt. Schön, vielen Dank, Avengers. Toll. Oh Mann, ich hoffe nur Hulk geht's gut. Gut, ich meine, Hulk selbst muss man sich eigentlich eher weniger Sorgen machen. Zumindest was das Körperliche betrifft. Psychisch und so, ja, aber ich glaube, da haben mittlerweile alle Avengers einen Ohne kleinen Beweis Knick. gibt es keine Hoffnung. Aber ich darf nicht aufgeben. So darf es nicht enden. Du sagst es, Kamal, abgesehen davon, es geht jetzt nicht nur darum, was wir in der letzten Folge von Cap quasi erfahren haben, ob es nun wirklich so war, ob es eine Fälschung ist, aus welchem Grund auch immer Cap es getan hat. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass er eben halt Jagd auf Inhumans macht und ihnen schadet. Und, wenn wir uns schon nicht wegen Cap zusammenfinden, dann zumindest deswegen. Hier ist alles am Arsch, alles am Arsch. Dafür, dass wir eigentlich auf AIM vorbereitet waren, haben sie doch ziemlich einen Damage angerichtet. Also vorbereitet waren in Anführungszeichen, aber ja, trotzdem krass. Jarvis, warum geht die nicht auf? Es tut mir leid, Miss Khan. Die Notabriegelung ist noch aktiv. Ohne Mr. Stark kann ich den Normalzustand nicht herbeiführen. Schade. Nehmen wir an, hier ist das gleiche Szenario. Jo. Wow. Unfassbar, dass ich jetzt allein hier bin. Ich hoffe nicht, weil ganz ehrlich, die ganzen Mühen und so und jetzt alles im Arsch. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, beziehungsweise will es mir nicht vorstellen. Ich gucke gerade nochmal, was ich schon mal gucken wollte. Die Optionen, aber eigentlich generell die Anzeige ist eben noch relativ gut, wa? Ich schalte es mal noch auf 6, weil irgendwie. Ja, ich weiß schon, was irgendwie heißen wegen, ey, du sollst eigentlich anders machen, aber es gefällt mir aber sonst irgendwie nicht. Ist doch gerne, wenn es ein bisschen heller ist. Super. Ganz geil. Äh. Da sogar Clint noch sein eigenes Zimmer hat. Ah, hier ist alles im Arsch. Alles im Arsch, alles kaputt. Also darüber. Wow, es ist so leer. Gerade als die Chimera wieder zum Leben erwachte. Yep, ist so. Ich bin Phil Sheldon, live vor Ort hier in Manhattan. Wir haben heute Abend etwas erlebt, vor dem die Nation 5 Jahre lang Angst hatte. Eine Tragödie von Wow, Ausmaßen wurde am sogar die Shield-Leute sind weg. verhindert. Vielleicht dachten sie, Hulk macht hier alles kaputt. Advanced Idea Mechanics. Ohne die schnelle Reaktion ihrer Truppen wäre die Chimera in Manhattan abgestürzt und hätte in der dicht besiedelten Stadt enormen Schaden angerichtet. Die Avengers sind in der Tat zurück. Aber mit unklaren Motiven und nach wie vor beunruhigenden Taktiken. Amerika wird heute unruhig schlafen und sich fragen, wo diese einst so mächtigen Helden als nächstes auftauchen, was ihre Ziele sind und welche Zerstörung sie zurücklassen werden. Ja, das mit der Zerstörung, das frage ich mich allerdings auch. Jarvis, gibt es eine Aufnahme von Bruce Verhör mit Monica? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wenn Sie erlauben, Miss Khan, was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden?
Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht ein Fehler von ihr. Vielleicht. Falls Tony zurückkommt, findet er vielleicht raus, wie diese Dinger ticken. Da springen kann ich auch nicht. Super. Ja, dann müssen wir halt... Da kann ich mal über die Dinger drüber. Bisschen zu realistisch, finde ich, aber okay. Gut, also ab in den Vorverhörraum oder Verhörraum oder whatever. Mal gucken, was wir denn da unten so finden. AIM ist der wahre Feind. Warum sehen Bruce und Tony das nicht? Tja, weil sie noch so verbittert sind. Kannst ja auch männliches Ego Nichts für nennen. ungut, Jarvis. Aber ich wünschte, es wäre eine weitere Person an Bord. Kein Problem, Miss Khan. Sie hat einen abgehauen, wa? Vor allem so schnell. Sieht aus, als hätte S.H.I.E.L.D. alles getan, um sie abzuwehren. Da stimmen wenigstens die Prioritäten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Halt meint ja, dass die Avengers sie enttäuschen würden. Hier haben sie rausgeholt. Verbeult. Bruce war ziemlich wütend. Irgendwie ja nur allzu verständlich, oder? Hä? Hier komme ich rein, okay. Mein eigenes Zimmer nicht. WTF. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monika, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Oh, das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Beta, bist du das? Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Beta. Und ich dich noch mehr. Die Adeptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich. Der Satellit. Der Satellit. Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden.
verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid, also... Mir auch. Schon gut. Ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Tarleton einen schlimmen Streit. Tarleton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an den Humans, oder? Wenn man in Humans auf Zellebene studieren will, dann wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost, Sir. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis, ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann. Ja, also gut gemacht, Kamala, trifft es nicht so ganz. Ich würde sagen, sogar schon fast perfekt gemacht. Also die Ansprache, die war Avenger-würdig, muss man einfach mal so sagen. Kann man nicht anders sagen, war einfach perfekt in meinen Augen. So, Moment. Wir werden mit Tony noch ganz kurz gucken, was wir bei ihm hier Neues haben. Ich hätte doch schwören können, wir haben da ein paar neue Dinger. Ich habe doch bei ihm sicher was Neues gekauft. Jo. War mir doch so. Gewaltiges Beben, Kraftboost verfügbar, schwerer Blitz. Ja, aber ich habe halt hier leider nur 0 von 3. Das sogar bis 5 hoch. Ungewöhnlich selten. Der wäre jetzt ein bisschen besser, aber aufgepasst. Ja, Toni, ich weiß, du klopfst immer gerne dagegen. Ja, komm. Lass mal so, wie es ist. Ansonsten, hattest du mal noch ein Level-Up? Nö, ja. Toni, ich bin enttäuscht.
Gut, Thor und Natascha sind nicht zurück, das wundert. Also, Natascha, ihr traue es zu, dass sie schon noch einen Auftritt hinlegt, aber natürlich zum späteren Zeitpunkt wieder. Weil dass sie Kamala nach dem Aufruf einfach im Stich lässt, nee, auf keinen Fall. Kann mir nicht vorstellen. Bei Thor, ja, gut, ich meine, das Tor, Gott des Donners, Not fliegt er halt schnell dahin, das ist nicht so das Problem. Kann man die 40% abgeschlossen, okay. Neu Amy-Visier, Wir haben noch die Dinger. Ja, wir haben noch viele Missionen, das stimmt natürlich. Das sind so Dinge, wo ich mir frage, lohnt es sich das schon jetzt zu machen, oder machen wir das einfach erst später? Ich glaube, dann machen wir erst später, wa? Bei uns auch besser. So, Helicarrier, nee, hier. Hier, Ameisenhügel. Missionskraft. Wir sind zu schwach dafür, ernsthaft? Ja, das kann ja lustig werden. Avengers sammeln. Bitte lass es ein Höflichkeitsbesuch sein. Ja, ich bitte dich höflich um einige deiner PIM-Partikel. Ich muss einen Beschleuniger schrumpfen. Dann musst du deine Hochsicherheitsanlage von AIM einbrechen. Sagt dir Meridian was? Es wird sehr schwierig, da reinzukommen. Das wird kein Spaziergang werden. Widow? Ich muss sagen, du hältst tolle Ansprachen, wenn du sauer bist. Okay, nett. Wir waren Idioten. Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder? Und haben keine Zeit. Was ist das jetzt gerade? Das wird gerade so, als wäre ich irgendwie blinder Passagier und wäre gerade ohnmächtig geworden. WTF? Okay. Ja, Heldgefährten auswählen. Also ist sie jetzt doch wieder... Ja, sie ist irgendwie mit dabei und irgendwie auch nicht und ist ein bisschen schräg. Auswählen. Ah, ich kann auch switchen. Ich hatte schon lange nicht mehr Tony, das stimmt. Ja, dann bleibe ich doch lieber bei Tony. Ich muss ein bisschen mit ihm trainieren. Obwohl mir, wie gesagt, eigentlich Natascha am besten gefällt. So rein vom Movement her und so. Hat schon was für sich. Ah, das dauert, den Charakter zu switchen. Ich weiß, es ist alles im Hintergrund noch, was noch geladen wird, etc. etc. Und halt den Charakter so. Warte mal. Kann man ihn vielleicht irgendwie. Jetzt so machen und dann Charaktermenü. Ich bin trotzdem bei Tony, wa? Das finde ich ein bisschen doof, dass ich ihn nicht ändern kann. Um schneller hin und her switchen zu können. Das war jetzt ganz praktisch. Da komm, ist was. Machen wir es trotzdem. Die paar Sekunden gönnen wir uns. Also, keine Ahnung, wo sie jetzt abgeblieben ist, die gute Natascha, aber offenbar ist sie nicht allzu weit entfernt. Bei Thorn, naja, er wurde jetzt gerade erst wieder vorgestellt, der wird nicht irgendwie gerade wieder abhauen. Kann ich mir am besten nicht vorstellen, nie im Leben. Der kommt schon wieder. So, warte mal, was wir hier für ihn noch haben. Wir haben 15er episch und wir haben 20er episch. Ja. Der gefällt mir doch auch. Dann noch ein paar Nierensteine. Da haben wir 27er Kraft, da ist ein 20er. Ich mache bei ihm noch keine Upgrades. Da kommt garantiert noch etwas, kann man ein bisschen mit anders vorstellen. So, mal kurz Natascha gucken. Haben wir alle 20 Kraft oder was? Guck mal, ob wir da bei ihr noch irgendwas hatten. Ich bin nicht mehr so ganz sicher. Ich dachte, oder ich wollte etwas für sie noch kaufen. Das war es, glaube ich, eher. Gut, die sind ja sowieso einfach beim Team dabei. Das ist jetzt also nicht so viel, noch nicht upgraden. Kosmetik, ja, wieder diese Black Widow, aber eben, da haben wir schon mal gesagt, dass mir irgendwie doch klassische Tarnung, ja, aber ist irgendwie ein bisschen zu rot die Haare. Da komm, wir versuchen es mal. Könnte was werden. Iron Man, Hulk, Miss Marvel. Einfach mal so einen Namen geändert. Und wirklich zu bestimmen, warum sie überhaupt jetzt so heißt. Ah, deswegen, weil ich mit Tony ein bisschen schwach drauf bin. Okay.
Trotzdem mache ich es mit ihm, auch wenn er gerade in der Gruppe der Schwächste von allen ist. Aber ich hoffe, das wird jetzt nicht so das Problem werden. Sonst werde ich sauer, lieber Iron Man. So, dann haben wir da alle dabei. Sonst noch was zu tun? Nee. Part ist zwar langsam sich vorbei, aber das können wir jetzt gerade noch uns leisten. Ich sage mal Missionsstart. Agonie und der Ameisenhügel. Was ist denn Agonie? AIM hat meine Forschung konfisziert, als ich aufgegriffen wurde. Sie können die Partikel nicht einsetzen. Sie werden sie aber gut beschützen. Okay, es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschaltkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut, ich mag es laut und direkt. Wieso ist Thor jetzt ein Team? Hä? Ich meine, vor mir natürlich, Gottes Donners und so. Und das Outfit natürlich scheiße ist. Aber warum ist er jetzt im Team? Wir haben ihn gar nicht ausgewählt gehabt. Moment, Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, nett. Dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Er ist echt dabei. Wie viele super geheime Forschungsbasen hat AIM? Zu viele. Ja, das haben wir schon befürchtet. Leichte Absicherung. Bei ihm der hier ist halt schwere Unverwundbarkeit, wa? Dann mal den nehmen und mal Vorteilen an den ersten Boost. Plasmenbeschleuniger, das gleiche wieder hier. Ein paar Mal boosten könnte ich noch, ja, aber das hat überall. Überall ein bisschen doof, sag ich jetzt mal. Hm? Achso. Weil hier selten und hier gewöhnlich. Hm? Na, okay. Aber Meridian ist die wichtigste, neben New York. Ja dann. In der Richtung ist noch etwas. Hä? Wieso habe ich die Truhe vorhin nicht gesehen? Die haben doch eigentlich angezeigt werden müssen. Ja gut, Leute, das ist ein anderes Thema. Oder kann man da hin? Ah, so kann man da hin. Krass. Station finden, ja, und noch ein paar Uhr und so einsammeln. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, den Rest schauen wir uns nächste Folge wieder an. Wenn Tony mal aufhören würde. Zurück bei Marvel's Avengers, jetzt offenbar wieder ein Team. Die Frage ist bloß, wie lange. Ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Er ist noch ein bisschen zu fragil. Der teaminterne Frieden. Naja, aber wieder mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.